Geduldig wartet die alte Dampflok auf ihren großen Auftritt. Erstmal heißt jetzt Feuer frei. Drehen wir mal den Zündschlüssel um. Immer ein ganz besonderer Moment für die beiden Heizer, Mike Hupe und Steffen Kröger. Und das soll gleichmäßig langsam erwärmt werden, damit es keine Kesselschäden gibt. Deswegen weniger ist mehr. Jetzt muss der Kessel rund um die Uhr bewacht werden, sozusagen. Fast 3 Tage wird es jetzt dauern, ehe genug Dampf im Kessel ist und sich der Zug zu einer Sonderfahrt in Bewegung setzen kann. Arbeit gibt's bis dahin noch genug. Sarah Kleineberg ist da ganz penibel. Was Rotes wird geputzt, auch was Schwarzes wird geputzt. Aber so, wo das Sichtbild von den Reisenden oder von den Fahrgästen drauf kommt, das wird einfach mal sauber gemacht. Das gehört dazu. Das habe ich so gelernt damals und so handhabe ich es auch bis jetzt. Und so bringe ich es auch allen Neuen bei. Aber nicht nur zum Putzen treffen sich die Mitglieder des Vereins Fränkische Museumseisenbahn samstags auf dem Gelände im Nordosten Nürnbergs. Ein harter Kern von Eisenbahnliebhabern schrubbt, schraubt und schmiert mit Begeisterung an Waggons und alten Triebwagen. Seit 25 Jahren ist Sebastian Pfaller schon dabei. Die Dampflok ist der ganze Stolz des Teams. So eine alte Eisenbahn hat so ein eigenes Leben und ist was ganz Besonderes. Und ich persönlich habe mich immer gefreut, so alte Dinge bedienen zu können und damit umgehen zu können. Und noch ein Prachtexemplar wartet auf die Restaurierung. Die historische Diesellok V200, eine der ersten Diesellokomotiven in Deutschland. Max Kramer hatte da den richtigen Blick. Ja, die Lok stand jahrelang abgestellt und eigentlich war es dem Verein gar nicht so richtig bewusst, was das für ein schönes Fahrzeug ist. Dann habe ich da mal die Plane halb aufgemacht, habe sie mal ein Stück weit, das ist hier vorne die Front, einfach mal freihand lackiert. Und dann war das Bewusstsein ganz anders, dass wir doch so eine tolle Lok eigentlich da haben. Seit über 10 Jahren restaurieren die Eisenbahnfreunde das Stahlross schon. Fast 2 Jahre hat es gedauert, ehe sie Kompressor und Wassertank aufgearbeitet hatten. Jetzt kann endlich alles wieder eingebaut werden. Aber es wird noch dauern, ehe sie wieder fährt. Wenn wir da jeden Samstag voll dran schrauben könnten, wäre es schon eine ganz andere Sache. Aber leider ist halt die Personalkapazität bei uns begrenzt. Was muss da jetzt noch alles gemacht werden? Die Motoren müssen noch voll aufgearbeitet werden. Das Fahrwerk, also die beiden Drehgestelle, die Getriebe, die Führerstände. Also es ist noch ganz schön was zu tun. Nochmal 10 Jahre wird es aber wohl nicht mehr dauern. Rund 300 Mitglieder hat der Verein Fränkische Museumseisenbahn. Aktiv dabei sind meist knapp 20. Seit beinahe 40 Jahren gibt es den Verein schon und da hat sich einiges an Raritäten angesammelt. Überall wartet Arbeit. Aber reparieren und restaurieren ist teuer. Da reichen die Vereinsbeiträge und Spenden nicht aus. Mit ihren Loks müssen sie auch Geld verdienen. Der Ticketverkauf für die Dampflokfahrten ist eine wichtige Einnahmequelle. Daneben werden kleinere Dieselloks an Gleisbaufirmen vermietet und müssen immer einsatzbereit gehalten werden. Ob Dampf oder Diesel, alle sind hier mit Feuereifer dabei. Finn Schumert ist der Jüngste im Team. Bei der Bahn macht er gerade eine Ausbildung zum Lokomotivführer. An den Wochenenden ist er fast immer bei den Eisenbahnfreunden dabei. Weil es Spaß macht. Manche gehen in meiner Altersgruppe gehen halt lieber saufen oder feiern und ich gehe halt lieber Eisenbahn spielen. Mach mich lieber dreckig. Das verstehen die meisten zwar nicht, aber ja, mir macht's Spaß. Es ist der Spaß am Schrauben und Schmieren, Reparieren und Restaurieren, der die Mitglieder antreibt. Woche für Woche investieren sie viele Stunden ihrer Freizeit in ihr Hobby. Manchmal fragt man sich schon, warum tut man sich das an? Aber da kommt wieder die Begeisterung und vielleicht auch die Spur Verrücktheit mit dazu, die man da mitbringen muss, um sowas wirklich mit Begeisterung machen zu können. Geht los. Nach 3 Tagen Vorheizen ist die Dampflok endlich fahrbereit. Und wenn die dann durch die Lande ruckelt, dann entschädigt das für so manch langen Tag und dreckige Klamotten.